Es geht weiter, immer weiter, zurück bei Dragon Ball Xenoverse 2, Part Nummer 93 bereits. Ein Let's Play, das eigentlich schon seit gefühlt 4 Jahren irgendwie schon zu Ende war oder pausiert war für längere Zeit, wie auch immer. Aber seit etwa 4, 5 Folgen ja endlich wieder weitergeht. So, was klopft hier die ganze Zeit her? Okay, ich meine, ist irgendwie Feuerwerk und so. Ich meine, erster Gruß ist schon vorbei, von dem her. Schweizer Nationalfeiertag war doch schon. Oh, Fotomodus. Der ist neu. Jo, Kassa. Was ist ein Foto zu machen, Mann? Jo, mach ein Foto von mir. Keine Ahnung, machen wir mal gegen Ultra Instinct Goku. Zeitspalt. Okay, ist das jetzt irgendwie Fotoarena oder ist es eine Kampfarena? Grins. Bist du bereit? Jo, ich grinse. Ah, komm schon, Goku, das ist doch fies. Hey, ich hab geblockt, hallo? Hey, wieso kann ich nicht teleportieren? Wieso geht das nicht? Da muss man selber fotografieren oder was? Oh, nee, nee, nee. Nee, 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 dann lassen wir das, Freunde. Oh, ja, selber fotografieren. Hallo, wo bin ich denn? Ich gehe an im Real Life, gehe zum Fotografen und sage, ey, Alter, ich hätte gerne ein Foto. Und sagt er, okay, stell einfach mal dahin, hier, also die Kamera, mach selber, tschüss. Denken wir so, what? Nein. Das soll ja ein anderer Typi machen. So, ist aber auch egal. Freunde, Offscreen haben wir, ich weiß gar nicht mehr, den Panzer, haben wir mir den Offscreen zugelegt, den goldenen Panzer? Sieht ganz cool aus. Egal, ich habe, wie angekündigt, natürlich die Vorbereitung getroffen für den Super Saiyajin God. Das haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen angefangen, sprich, wir waren ja bei Shenlong. Wir sollen erstmal wünschen, hey, machen wir zum Super Saiyajin God. Und sagt er, yo, Alter, das musst du so und so machen. Und wir dann so, ja gut, dann halt. Sind wir zu Meister Bios gegangen und der meinte, ja, ich kann dir einen Super Saiyajin God geben. Und dann muss ich erstmal mit gewissen Saiyajins Maximum hier haben. In der Trainingsstufe, Ausbilderrate, wie auch immer. Das sind Vegeta, den wir bereits am Maximum haben, hatten wir auch vorher schon. Dann Son Gohan und Videl, die ich glaube noch offscreen gemacht habe, hatten wir die schon. Gotenks und Pan, die ich offscreen gemacht habe. Und Son Goku, den wir bereits hatten. Genau. Es ist halt wie auch im Anime oder Manga oder im Film. Braucht ein paar Saiyajins, damit das funktioniert. Das wären in dem Fall 1, 2, 3, 4, 5. So, wenn die alle auf Maximum sind, können wir zum Meister Bios gehen und er müsste uns einen Super Saiyajin God Skill geben. Angeblich. Ich bin gespannt. Oh, Gogeta! Ja, das ist ein richtiger Cheetah. Vor allem Super Saiyan Blue Gogeta. Super Saiyan 4 wäre mal lieber gewesen. Das hoffe ich eigentlich auch für Xenoverse 3. Hä? Mittlerweile ist relativ klar, dass ja eigentlich, also es ist wohl noch nicht offiziell angekündigt, aber es wurde schon durchgeleakt, dass im Jahre 2024 angeblich Xenoverse 3 kommen soll. Muss man sich mal vorstellen, hey. Damals war es irgendwie so, 2016 kam Xenoverse 1, knappes Jahr, anderthalb später. Also 2017 kam Xenoverse 2. Und das bis jetzt immer noch, das hält sich immer noch. Wahnsinn. Natürlich ab und zu noch ein paar DLCs und so mit extra Missionen, ja. Neuen Charakteren vor allem. Aber ich wünsche mir halt vor allem für Xenoverse 3 mal eine Verwandlung zum vierfachen Super Saiyajin. Das wäre mal geil. Du hast Super Saiyajin God erhalten. Jo, wenn wir sagen, Freunde, das wäre natürlich direkt mal die Ausrüstung. Nee. Ja, die Kuckucknall müssen wir mal neu machen, weil der ist schon uralt. Aber keine Zeit und dann auch keine Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Raketen haben wir das noch von Gotenks, genau. Mal was Neues nehmen hier.
Der Big Bang kann man mehr haben, aber schon lange nicht mehr gemacht, zu Beginn mal. Man dachte, jo, das wäre ganz cool und dann gab es ein paar Probleme. Oh, wieder die hier, komm. Die passt, glaube ich, auch ganz gut hier zur neuen Erwachenfähigkeit. Ne? Wir haben Super Saiyajin, der bis zum dreifachen Super Saiyajin geht. Deswegen steht da auch Maximum 3. Potenzial freigesetzt, und ich eigentlich ganz cool finde. Alleine schon deswegen, weil ja, der Kieferbrauch und so gering ist. Super Vegeta, Super Saiyajin Blue. Zukunft Super Saiyajin Blue entwickelt. Auch einer von Vegeta und jetzt der hier. Super Saiyajin God männlich. Da frage ich mich, warum? Sehen die beim Weiblich komplett anders aus? Kanalisiere gottgleiche Kraft, wenn es stärker als je ein Mensch zuvor. Super, es geht eh nur bei Saiyajins. Also normale Attacken sind in dieser Form viel stärker. Super Saiyajin Goto. So. Und dann, Freunde, machen wir natürlich weiter mit den Stories. Nächste Mission. Das ist eigentlich der Grund, weshalb wir hier... Ja, Feier, juhu! Das ist der Grund, wieso wir hier überall wieder weitermachen, Xenoverse 2. Eigentlich war ja mal vorgesehen, dass ich auch mal noch so die Parallelquests machen, die nach online und so. Quasi irgendwie auch ein Online-Let's Play. Hat sich bisher noch nicht ergeben, weil wir halt immer wieder andere Let's Plays dazwischen kamen, vor allem auch Arno, dass er auch lange hält. Aber im Prinzip, vor allem wenn es jetzt natürlich sind was 3 kurz der Ankündigung von der offiziellen Ankündigung steht, wäre es eigentlich mal noch eine Idee, dass wir doch mal noch die ganzen Parallelquests machen, um das Spiel halt endlich mal zu 100% abzuschließen. Mal schauen. Was die nahe Zukunft so mit sich bringt. So. Ja, Piccolo. Ich geh rein. So, wie war das mit den extra Missionen? Die sind ja hier alle, der Reihenfolge nach. Genau, das heißt, wir haben jetzt noch offiziell 2, vermutlich jeweils mit irgendwie 2 Kämpfen oder so. Das heißt, ich glaube, es könnte durchaus noch irgendwie so 3, 4 Folgen werden. Willkommen zurück! Das war ja der Kaioshin Zeit. Jo. Bis später. Ein neuer Zeitspalt.お疲れ様です。お呼び立てして申し訳ありません。実は新しい時の裂け目が見つかり。そうよ。またフューが何かを企んでいるみたいなの。Sag mal, irgendwie sind die ziemlich laut, kann das sein, dass sie irgendwie übersteuert? Nur ihre Stimmen, sonst nichts. 時の海王神様、そんないつも時の裂け目がフューの仕業というわけでは。それじゃあ誰がやったっていうのよ。絶対フューに決まってるわ。Alter, das ist laut. あなたには時の裂け目の調査とフューがいた場合には監視をお願いするわ。時の裂け目の調査だからトランクスも向かいたいでしょうけど、今回は私のサポートをしてちょうだい。わかりました。それじゃあ行ってらっしゃい。くれぐれもフューには気をつけてね。いや、だからまだフューの仕業かどうかは。Ziemlich sicher war es. へえ、あれがこの歴史のゴジータとブロリーか。二人とも規格外のパワーだ。あ、ゴジータは孫悟空とベジータのフュージョンだから3人ともなのかな。それにしてもすごいな。でも今日は観光に来たわけじゃないからね。さあ実験を開始しますか。おい、ここ危ないぞ。下がってろ。おじいたくん、君の力を少し封じさせてもらうよ。触っちゃったね。何？はあ、
今からどれだけ歴史が変わるのかな。楽しみだな。Das ist natürlich fies. Hat er einfach mal Gogetas Super Saiyajin Blue Kräfte versiegelt? Der vermutet auch mal generell seine, also die Frage, generell Super Saiyajin Kräfte oder eine Stützung des blauen Gogeta? Ja, blau ist er nicht mehr. Oder ist es hat es mit dem Ding zu tun? Noch vielleicht. Dass nur seine göttlichen Kräfte, nur die Super Saiyajin God Kräfte versiegelt sind. Da werden Sie gleich sehen. Alter, ist es laut, warte mal. Haben wir irgendwie ihren Sound hier, warte mal. Stimmen. Boah, Alter. Das Verhältnis muss irgendwie stimmen. So, warte mal, versuch's mal so. Oh oh. Und weg. Boah, Alter. Alter, der viel KP, was ist los mit dem? Für Broly wird's reichen. Kann ich mal stehen bleiben? 思考を変えてみました。あっちゃー、これだとブロリーに分がありそうだな。なるほどなるほど。いいデータが取れるな。互角にするにはどうしたらいいのかな。ほらほら、とっても強いサイヤ人がいるよ。君たちも戦ってみたいでしょ。Wer kommt jetzt? Okay, das ist ja spannend. Wow. Broly. Au! Oh, Kopf gebrochen. Und ich bin weg. Tschüss. Was zum? Na, getroffen. Hä? Das ist abgeblockt? Ich wollte eigentlich mal einen Super Saiyan God versuchen, aber ist gar nicht nötig bei dem. Jetzt hat er mit seiner Stimme abgeblockt? Ernsthaft jetzt? Was ist los mit dir, Broly? So viel Damage kriegt er nicht. なかなか面白い状況にはなってきたけど、僕の望むエネルギー量にはならない気がするな。計算違いだな。これじゃあちょっと面白くないな。あれを使うしかねえみてえだな。ゲール、私ら二人の本気見せてやろうぜ。姉さん、はい。全宇宙で最強のサイヤ人はあんたらじゃねえぜ。全宇宙で最強なのは私だ。受けてみろ。これが私の全力だ。 Durchaus interessant. Wir haben fusionierten Saiyajin aus Gogeta, wir haben den legendären Super Saiyajin Broly und wir haben jetzt einen fusionierten legendären Super Saiyajin. Und Kefla.
間切れだね。 そう来ると思ってたぜ。 Wie jetzt? Die Zeit ist um. Das sollen besiegen. WTF, was war denn das gerade? Hat noch keiner geschlagen, nix. Könnte ich mal einen Super Saiyan God einsetzen, weil Broly einfach so ein Schwächling ist. Komm, Broly hat wirklich nichts getan. Oh. Okay, jetzt war da doch viel. Aber hat man so weniger Kraft oder was? すごいな。大迫力だ。 Ja, jetzt rastet er ein bisschen aus. Ja, schon gut, ich bin noch da, ich bin noch da. だったけど役に立ちそうなデータが取れちゃったな。こうなるとサンプルも欲しいな。どうしようかな。Alter! ちょっとだけ近づかせてね。 Wieso will ausgerechnet der mir jetzt helfen? 危ない。攻撃するのはあっちだよ。 Okay, jetzt muss er auch ein bisschen Gas geben, Freunde. まあまあ落ち着いて。ちょっと待って。 Super Saiyan God! Ich muss zugeben, dass ich Super Saiyan God eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Eigentlich finde ich ihn ziemlich cool. Ich finde einfach, er hat kaum Screentime bekommen. Da will auch mal ein bisschen was quatschen hier, oder was? いくら実験のためとはいえ、さすがに自分の命は惜しいかな。この人ならきっと。 Wer kommt jetzt? Oh, Jiren. Ja, das wird lustig. 確かにあの子ならこんな劣勢でも何とかしてくれるかも。そのくらいつのもベジータ君も起きてこないし。やめなかったよ。後でちゃんと改変 Hä? Der kommt gar nicht durch. Was ist mit dem los? ブロリーを倒すのよ。 Haben wir gerade teleportiert? Oh, cool. Hey, Super Saiyan God ist cool mit den Comics vor allem. Ja, wir sind ein Super Saiyan God. まさかフュージョンが溶けちまったな。っておめえジレンじゃねえか。 Das ist eine gute Frage. そうみてえだな。 Shubi! こんなに強い奴らが集まってんのに全力出せねえなんて。 Ich komme nicht durch, der ist einfach zu fett. 孫悟空いや第七宇宙よ力の大会での借りここで返させてもらうお前の相手は俺だ Oh, Jiren volle Kraft, ja super. この戦いはもはや次元が違う。 Also ich muss sagen, die Super Saiyan God Verwandlung finde ich cool. ジレンとブロリー続いて Ah, ich mache da ein bisschen Schaden, sehr schön. とんでもないわ。すっかりあの子に裾を開けられちゃったのね。トランクス。今度組手をお願いしますかね。 Ja, guck mal an. Da ist Broly bald down oder geht bald down. Shubi, Kamehame. Ha! Was zum... Der geht mir auf den Sack, Alter. Hey, ich
drück doch nach unten. Also mit der Steuerung wieder mal. Oh oh. Nein! Uff. Huh. Okay. Geht eigentlich das Key beim Super Saiyan gar nicht runter. Hey, das ist ja cool. Das ist wie beim Ultimate Starter, sprich bei, Mann, ich weiß schon wieder, Potenzial freigesetzt, war das Skill, ja. Den ich sonst immer hatte. Okay, Super Saiyan God gefällt mir echt gut. Ich glaube, den halte ich mal. Wie gesagt, ich finde Super Saiyan God eigentlich ja, ich muss zugeben, ist die Transformation immer besser gefällt als Super Saiyan Blue. Das liegt aber daran, weil ich meine, Dragon Ball Super oder auch der Film Dragon Ball Z, Kampf der Götter wurde gezeigt, oder? Das neue Verwandlung, cool. Nächstes Film kam bereits Super Saiyan Blue. Ich bin mir so, what the fuck? Warum? Ich glaube, Akira Toriyama dachte sich das auch, weil er hatte ja ursprünglich ja eigentlich mal vorgesehen gehabt, dass nach dem Super Saiyan God direkt der Ultra Instinct kommt. Also da irgendwie auch mit den Farben und so, quasi silbernes Haar und so, das war eigentlich als nächste Stufe gedacht. Und dann hat er irgendwie den Super Saiyan Blue erfunden, warum auch immer, im Nachhinein. Ein witziger Fun-Fact übrigens, der ursprüngliche Super Saiyan, also der mit grünen Augen und blonden Haaren, war ja ursprünglich gedacht, dass der so aussieht, dass er weißes Haar hat und rote Augen. In der ersten Entwurfsphase, gab es sogar auch in der ersten Version, die im Manga erschienen ist, sah echt so aus. So, er hat zwar verdammt viel Energie, aber jetzt reicht's. Nee, oder? Alter. Warte mal, kann ich gar nicht mehr greifen? Doch, oder? Oh oh. Aber er kann mich aber greifen. Was ist los mit dir? Jiren, du störst meinen Fokus. So, jetzt reicht's. Und auch nicht. Super Saiyajin God. Ja, ein Problem finde ich halt auch mit den ganzen neuen Super Saiyan Formen. Für die gibt es eine neue Haarfarbe. What the fuck? Früher Super Saiyan einfach nur Gold, fertig. Haut der schon wieder ab? Ich glaube das nicht, Freunde. Was tun sie immer von Fu? Taucht auf, haut ab. Und vor allem diese ganz gesammelte Energie, jetzt vor allem in den extra Missionen, also nicht mehr eigentlich Hauptstory. Oder DLC zwar schon, aber eben sind noch die extra Missionen. Da fragt man sich halt schon, hat das wiederum eine Auswirkung auf Xenoverse 3 von der Story her? Würde Sinn machen, dass damals bei Xenoverse 1 ja auch so war. Nachher mit Xenoverse 2 und so, der Übergang war ja auch relativ fließend. Ich bin gespannt. So. Aber ja, zurück nochmal ganz kurz in Super Saiyajin. Warum immer neue Haarfarbe? Das ist irgendwie einfach übertrieben. Wir hatten eigentlich schon den ursprünglichen Kanon, kann man eigentlich so sagen, ja, auch mit Broly, dass der legendäre Super Saiyajin dann grüne Haare hat. Aber trotzdem, das ist eigentlich immer so grün und gold, oder blond von mir aus. Ja, das waren so die beiden Super Saiyajin Farben. Dann kam Dragon Ball Super mit dem Super Saiyajin God, der hatte rot, okay, macht Sinn. Und dann aber plötzlich, ja, jetzt kommt Super Saiyajin Blue, deswegen der Name. Dann Rosé, das ist die Form von Black, und sich auch denkt, what the fuck.
Da kam irgendwie noch eine entwickelte Form um Super Saiyan Blue, auf mal dunkles Blau, beziehungsweise man hat den ursprünglichen Super Saiyan Blue ein bisschen mehr türkis gemacht, damit der Kontrast besser auffällt. Dann kommt Son Goku mit dem Ultra Instinkt, der irgendwie, ja, also silbrig ist. Jetzt kommen Son Gohan und irgendwie Vegeta mit neuen Formen, die auch wieder neue Farben haben, also irgendwie. Der Witz ist ja, kann ich ganz kurz noch erzählen, bevor wir online, okay, bevor wir in der nächsten Folge weitermachen. Es ist ja so, mit diesem Spiel mittlerweile gibt es auch wieder neue Charaktere, unter anderem ja auch Vegeta aus Dragon Ball GT. Und wenn man mit den normalen Vegeta, also ich glaube irgendwie Super Saiyan Blue Vegeta gegen den Vegeta aus Dragon Ball GT antritt, soll angeblich der Vegeta aus Dragon Ball GT einen Spruch bringen von wegen, was soll denn das sein? Discounter Super Saiyajin oder so? Wegen Haarfarbe halt, weil man denkt, Discounter Super Saiyajin. Ja, recht hat er schon, aber manchmal finde ich eigentlich auch das so lustig am Spiel. Manchmal nehmen so die Charaktere halt selber irgendwie auf den Arm. Also irgendwie ganz witzig ist. So wie dem auch sei. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Nächste Mission gemacht. Super Saiyan God Skill finde ich eben noch cool. Behalte ich jetzt mal fürs Erste. Und würde mal sagen, alles weitere, wie es weitergeht in der nächsten Folge, war? Zurück bei Dragon Ball Xenoverse 2. Bis dahin, ciao zusammen.